I wanna breathe, but I can't. I wanna see, but I can't. Herzlich willkommen zu dem dritten Beatbox-Video. Mein Name ist Johannes und zusammen mit dem Rock Lab zeige ich dir heute einen neuen Beatbox-Sound, die Kickdrum. In den letzten beiden Videos haben wir das Hi-Hat und die Snare Drum kennengelernt. Die Kickdrum ist der tiefe Ton, den du in fast jedem Lied hörst und hört sich auf einem echten Schlagzeug so an. Um diesen Sound mit dem Mund zu imitieren, schließt du deine Lippen und versuchst, Luft aus deinem Mund zu pressen. Aber du lässt die Luft noch nicht raus. Das heißt, du kreierst erstmal Druck in deinem Mund drin. Das heißt, Lippen zu und versuchen, Luft rauszupressen. Schritt 1. Und im zweiten Schritt lässt du dann die Luft nach draußen. Und mit etwas Übung oder mit viel Übung kommt dann so ein Sound raus, der sich anhört wie ein B. Oder wie eine Kickdrum. Falls dir dieser Sound auf Anhieb nicht gelingen sollte, ist das ganz normal, denn deine Mundmuskulatur muss sich erst an die neue Bewegung gewöhnen. Ja, du baust, wenn du diesen Sound übst, wirklich mit der Zeit Muskeln im Mund aus. Es ist wie ins Fitnessstudio gehen für den Rest des Körpers, aber für den Mund ist Beatboxen super Fitness. Übe diesen Sound einfach jeden Tag für eine Woche und du wirst sehen, dass er dir leichter fällt. Das heißt, du kannst dir auch vorstellen, den Buchstaben B oder P zu sagen. Wichtig ist nur, dass du deine Lippen zusammendrückst, erstmal Druck aufbaust und dann die Luft rauslässt. Versuch einfach nochmal mit mir. Ich habe meinen Mund auch relativ weit offen, während ich meine Lippen zu habe. Das heißt, als ob ich eine heiße Kartoffel hinten im Mund hätte. So. Genau. Aber wie gesagt, nicht aufgeben, wenn du es jetzt auf Anhieb nicht hinbekommst. Wenn du es hinbekommst, herzlichen Glückwunsch. Falls nicht, einfach ein bisschen weiter üben und jeden Tag was machen. Und mit der Zeit wird's. Ich habe auch relativ lange gebraucht, um diesen Sound wirklich gut zu können. Deswegen üben, üben, üben. Okay. Auch wenn du ihn jetzt noch nicht perfekt kannst, auch wenn du nur ein irgendwas in die Richtung machen kannst, wir versuchen trotzdem mal die Kickdrum von heute in ein paar Beats zu kombinieren. Und zwar mache ich wieder einen einfachen Rhythmus vor und du wiederholst ihn, okay? Ich werde wieder den Rhythmus von We Will Rock You nehmen und der hört sich so an. Also erstmal ich. Und jetzt du. Und nochmal ich. Und du. Nochmal ich. Und du. Super. Cool. Als letzten Schritt werden wir noch die 3 Beatbox-Sounds, die wir jetzt können. Und zwar Hi-Hat, Snare und die Kickdrum in einem einfachen Beat kombinieren. Viele von euch haben bestimmt schon mal von dem böse Katze Beat gehört. Genau den werden wir jetzt machen. Wenn man den Beat mit Buchstaben schreibt, sieht er so aus. Okay, ich werde ihn jetzt einfach ganz langsam machen und du kannst versuchen mitzumachen. Let's go. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du schon die Grundlagen des Beatboxens erlernt. Kickdrum, Hi-Hat und Snare.
Falls du mehr lernen möchtest, kannst du gerne auf YouTube nach Beatbox-Tutorial für Anfänger suchen oder mich für einen privaten Online-Unterricht kontaktieren. Im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du mit deinem Mund einen Reißverschluss imitieren kannst. Zum Beispiel den hier, der hört sich dann so an. Cool. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Mein Name ist Johannes und zusammen mit dem Rocklab-Team wünschen wir dir noch einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.